Hallo Reisefreunde! Die Luft ist ein bisschen raus. Ein bisschen. Ja, ja, irgendwie hat der Regen sie ein bisschen vertrieben. Nein, vielleicht hört ihr es, ich bin schon wieder ein bisschen angeschlagen. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir hatten doch gar nicht so schlechtes Wetter jetzt hier in und normalerweise bist du ja nicht die eigentlich immer so ein bisschen angeschlagen wird. Oder? Niemals krank ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir uns mitunter auch deshalb dazu entschieden, um die Tour jetzt einfach nochmal sozusagen in gleicher Reihenfolge, aber umgedreht. Umgedreht, genau. Wir haben sozusagen umgekehrt. Wir können das euch jetzt auf der Karte mal einblenden. Wir sind nicht ganz bis zu den Cliffs of Moher hochgefahren. Wir haben vor der Fähre eigentlich umgedreht und sind jetzt zurück in Killarney National Park. Da haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr jetzt hier oben. Yes, hier oben. Ja, die Luft ist raus. Irgendwie ist das mit dem Wetter schon so ein bisschen... Ist aber auch, Irland hat ganz extreme zwei Seiten. Schon ganz am Anfang, da bei Waterford, oder ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, war es schon echt so, Und auch jetzt, als wir Richtung Norden gefahren sind, wir sind immer dem Wild Atlantic Way gefolgt, aber ja, es gibt halt einfach extrem schöne Orte, wo man sagt, oh, und hier bitte eine Panne fürs Leben, hier will ich nie mehr weg. Eine Panne fürs Leben. Und dann gibt es Orte, wo man sagt, um Himmels Willen bitte hier keine Panne, weil ich will hier nur noch weg. Und das macht das Land für mich ein bisschen schwierig. Ja. Einerseits wirklich ein absolut top Land, andererseits aber auch ein, wir können gern zufahren, Land. Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt irgendwie, aber für mich spielt schon auch das Wetter so ein bisschen mit. Wir wollten eigentlich noch eine Wanderung machen auf der Dingle-Halbinsel und so weiter. Das haben wir jetzt alles nicht gemacht. Und auch heute, das Wetter ist so schlecht, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es ist mal so gut und dann ist es so schlecht und dann ist es so gut und so schlecht in einem. Aber wir wollen uns in Irland ja eigentlich nicht über das Wetter beschweren, weil das war ja schon irgendwie klar. Das wussten wir ja auch, als wir das jetzt früher gemacht haben. Aber da jetzt die Fels in der Brandung, ihr wisst ja, Steffi vergisst gerne mal die Jacke, wenn es regnet. Ein bisschen angeschlagen ist, haben wir die Tour jetzt auch ein bisschen noch abgekürzt. Sind jetzt zurück in Killarney und ja, heute nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Wir haben noch ein paar Dinge vor. Wir müssen irgendwann ja mal noch auswärts essen gehen. Abendessen oder Mittagessen. Frühstück hatten wir ja schon, das müssen wir schon noch machen. Scones haben wir auch schon probiert. Scones hatten wir auch schon probiert. Sie sind richtig lecker. Gestern hatten wir eine Pause gemacht. Hier auf einem Campingplatz, das können wir ja auch noch sagen. Wir sind auf dem Campingplatz, weil in Irland gibt es ja keine Entsorgungsstellen. Man kann keine Toilette einfach so mal irgendwo entleeren. Es gibt keine Stellplätze, es gibt nur Campingplätze. Und wir sind auf einem Campingplatz, der hat einen, jetzt müsst ihr euch hinsetzen und festhalten, ganz stolzen Preis. Nebensaison. Ich sag nochmal, Nebensaison. 28 € und wer dann noch gern so ein bisschen warm duschen möchte, der darf dann noch mal einen Euro einwerfen. Ja, das ist aber noch mit 2 € Discount, weil wir ja so ein cooles Projekt haben. Eigentlich würde der Platz 30 € kosten. Ja. Gut, jetzt haben wir 4 Minuten Einspann gemacht. Jetzt zeige ich dir noch kurz den wunderschönen Aufenthaltsbereich hier von diesem Campingplatz. Ja, es hat ja noch einen schöneren, sehr modernen Stil. Und falls euch die nicht so gefallen, da gibt es eine Auswahl von. Dann wären die hier auch noch in rosa oder in olivgrün zu haben. Das Coole an diesen Sofas, wenn du dich da hinsetzt, oder? Was findest du einfach darin? Guck mal, was in der Hof. Weil die wirklich, die sind so ausgesessen. Ja, das war dann weg. Und ich mit Tarnfarbe, mich sieht man gar nicht mehr, oder? Nee, hier bin ich, hallo. Ja, also das ist so ein bisschen arg, aber sonst ist er echt eigentlich modern. Er ist auch ein bisschen alt. Ja, das stimmt. Aber hat halt auch nur in Dublin ein Ikea. Und das merkt man halt. Irgendwo müssen sie ja auch ihre Möbel herhaben. Und die sind wahrscheinlich von Uroma. Ja, das haben wir uns überlegt, nämlich. Was machen die, wenn die Möbel brauchen? Ja, entweder selber bauen oder eben bei Uroma. Oder nach Dublin in Ikea. Müssen wir noch nach Dublin? Nein, wir fahren nicht nach Dublin. Also, los geht's. Ja. Ich würde sagen, Intro-Time. Irgend so einen Plan und da machen wir jetzt gerade mal schnell schlau, wo wir hinwollen. Vielleicht finden wir irgend so eine Drive-Thru. Sehenswürdigkeit. Drive-Thru-Wanderung oder so. Mal schauen. Jetzt aber Intro, oder? Ja, Intro-Time.
Schnell! Sag mal, nimmst du die Jacke mit? Die Regenjacke? Zieh sie sogar an. 3 Kapuzen mache ich nach oben. Du weißt, wir haben ja ein genau 4-minütiges Zeitfenster, bevor es wieder anfängt. Ich glaube nicht, dass es 4 Minuten dauert, ehrlich gesagt. Das war jetzt nämlich echt lustig. Wir sind hier hingefahren. Das ist eigentlich sozusagen der Start des Nationalparks. Hier hat es so ein Informationszentrum, Botanischen Garten und so weiter. Wir sind hingefahren und die Sonne hat War da. War da, genau. Die Sonne war da. Und ja, wir haben dann geparkt und dann ging die Schleuse auf und Regen. Und jetzt gerade regnet es nicht mehr, aber es könnte natürlich gleich wieder beginnen. Also wir sind auf jeden Fall jetzt ausgerüstet, Schirm und... Aber nicht dabei. Schade. Und es geht schon wieder los. Ich weiß nicht mal mehr, was für ein Lied es ist. Ihr habt ja gesehen, es regnet gerade, also haben wir viel Zeit. Gut, nicht so viel, oder? Weil ein paar Minuten später wird wahrscheinlich die Sonne wieder scheinen. Aber wir sind jetzt so ein bisschen auf Erkundungstour hier im Giftshop, also im Souvenirladen. Und hier gibt es auch dann einen Einblick in die Töpferei. Und das kann man dann natürlich hier auch gleich kaufen. Das gibt wahrscheinlich irgendwie so eine Schale oder so. Ein bisschen unpraktisch für Paul. Ja, wahrscheinlich ein bisschen teuer, was ich ja schon lange mal sagen wollte. Wir können eigentlich wieder ein Rätsel machen. Was kostet eine Packung Zigaretten in Irland? Oh, der ist gut. Oder sollen wir es gleich sagen? Weil das ist ja wirklich... Ich glaube, wir sagen es gleich. Das ist so viel, da machen wir gar keine Witze mehr drüber. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Eine Schachtel kostet 12,30 Euro. 30 waren es? Ja. Gesalzene Preise. Also nicht, dass wir geraucht hätten. Wir waren in einer Bar. Wir standen halt einfach neben dem Zigarettenautomat. Und waren geschockt. Ja. You said, hey, has you stopped me just a second away from all the pain. You told me if I leave, then no one gains. And it feels like you smashed me with a hammer. I'm ready to see we fell apart. I'm ready to believe you have a heart. And then you said, hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. I said, hey, you found me like a fiction, but I'm ready to see we're both a part of it. Could be the Wir sind jetzt so ein bisschen außerhalb des Nationalparks, oder besser gesagt, wir sind auf dem Weg Richtung Kenmare und haben jetzt diese wahnsinnig schöne Sightseeing-Straße auch noch entdeckt. War auch ein Tipp von euch. Und wir sind so kurz vor dem Ladies View. Ich denke, da halten wir dann nachher noch mal an. Jetzt haben wir aber hier einfach am Straßenrand geparkt. Hier geht ein Wanderweg los und wir laufen jetzt einfach mal ein paar Meter entlang, weil er sieht toll aus und das Wetter hält im Moment gerade. Und du hast die Jacke an. Ich hab die Jacke an, yay! start of it, 'cause I know you're the missing piece of puzzle. You're the queen of my car, ha 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 ha. So you're in my heart, ha 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 heart. Hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. Oh, I'm feeling the wind. There's a storm coming in to break it tonight. Oh, but I'm sure we will win. Just pushing it in. Oh, tonight. You said, hey, as you stopped me just a second away from all the pain. You told me if I leave, then no one gains. Nach unserer kurzen Wanderung sind wir ein paar Meter weiter gefahren und sind jetzt am Ladies View. Ladies View.
Genau, Ladies View heißt das. Hier kann man so richtig schön über die Seen schauen und es hat wie so ein Filter drauf. Also selbst wenn ich das jetzt in live betrachte, habe ich das Gefühl, da hat jemand sich ein bisschen zu sehr vertan im Photoshop. Es wird dann spannend, das Bild zu bearbeiten. Ja, wir zeigen jetzt erstmal unsere Bilder. Okay. Hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. Hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. So, wir stehen vor einer richtig spannenden Entscheidung. Ihr seht die Tafel da vorne, Narrow Step, Mountain Pass Road, not the main road. Unser Here Navi, das hat uns hier hingelotst, das haben wir euch ja mal vorgestellt. Jetzt sind wir uns nicht sicher, was wir machen sollen. Was meinst du? Also ich stelle mir gerade vor, wie wir da oben irgendwo mit Karl hängen, nicht mehr weiterkommen und auf diesen einspurigen Straßen irgendwie rückwärts wieder den Berg hinunter müssen, weil Drehen absolut ausgeschlossen ist auf diesen engen Straßen. Und ich glaube, dass es richtig schöne Drohnenflüge geben würde. Ja, die Drohne kommt schon durch. Ich mache mir weniger Sorgen um die Drohne, also Karl. Gut, wir drehen um. Ich glaube, es ist besser. Ja. Warum habe ich den anderen vorgelassen? Gerade vorher war noch einer hinter uns, dann hätten wir den fragen können, ob wir da durchkommen oder nicht. Aber ich meine, so ein Schild habe ich noch nie gesehen und für mich zeigt das ganz klar, dass viele Navigationssysteme, die Fahrer hier durchführen und die danach da oben im Berg irgendwo Probleme kriegen. Ja, also umdrehen. Wir sind übrigens auf der Suche nach unserem Schlafplatz für heute Nacht. Die Aufnahme mit der Drohne vorhin, mit dem Bienchen, das habt ihr gesehen. Das ist so auf dem Weg von Kenmare, da wo wir jetzt waren. Ja. Kenmare. Ja. Genau, da waren wir kurz zum Mittagessen, da haben wir leider die Kamera vergessen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach dem Schlafplatz, der liegt ein bisschen außerhalb. Und da hat uns diese wunderschöne Brücke so gut gefallen, aber jetzt drehen wir um, hä? Ich glaube schon. Gut, wir melden uns wieder, wenn umgedreht. So, also wir haben umgedreht, das hat alles gut geklappt. Und ich würde mal sagen, die jetzige Straße, die wir fahren, ist eigentlich nicht weniger abenteuerlich. Ihr bekommt gleich die Bilder zu sehen. Eine unglaubliche Landschaft wieder. Links und rechts reine Natur. Das ist Irland. I'm ready to see we fell apart. I'm ready to believe you have a heart. And then you said, hey, we can build it all up again. We can leave with the morning train. I could try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can find it and keep it. We'll get back home again. Hey, you found me like in fiction, but I'm ready to see we're both a part of it. So, der Tag endet besser als er angefangen hat. Ihr wisst noch, heute Morgen haben wir gesagt, die Puste ist ein bisschen aus, aber jetzt nach diesem fantastischen Tag ist die Puste natürlich wieder da. Ihr habt die Bilder gesehen, ihr habt die Drohnenbilder gesehen, es war wunderbar. Die Natur in Irland, die fesselt uns immer wieder, es ist einfach unglaublich schön. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir vielleicht schon ganz bald wieder hierher zurückkommen und noch viel, viel mehr sehen werden von Irland. Für heute haben wir jetzt noch einen coolen Stellplatz gefunden. Ihr seht es, wir sind nicht alleine. Ein Holländer und ein Deutscher da, ganz speziell, das hatten wir jetzt auch noch. Nächsten Freistellplatz ist gratis, direkt am Wasser, wunderschön. Da begrüßen wir euch dann im nächsten Vlog wieder, wenn die Reise weitergeht. Irland ist schon bald zu Ende, es bleiben uns noch 2 Tage und die werden wir in vollen Zügen genießen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Feedback freut uns natürlich immer sehr und dann ja, bleibt mir nur noch Bye zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
try to get over you, but I will never love again. Hey, we can build it all up again. We can dance in the summer rain. I know we can fight it and keep it. We'll get back home again.